Das ist das, was Dave und ich lieben. Wir lieben Emotionen, wir lieben große Bühnen, wir lieben Menschenmassen, wir lieben Worship mit Tausenden von Menschen. Es gibt aber ein großes Aber. Und dieses Aber ist, wenn das unser einziges Bild von Worship ist, das wir haben, dann gehen wir total an dem vorbei, was Gott eigentlich mit Worship gedacht hat. Und schau, ich bin heute Abend hier, nicht um dir zu erklären, wie du den nächsten Worship-Leader, Superstar werden kannst, weil diese Welt braucht nicht mehr Superstars. Diese Welt braucht mehr Menschen, die wissen, was Worship bedeutet und die auf Jesus zeigen. Und ich lade dich ein, wenn wir jetzt gemeinsam in die Bibel gehen, dein iPhone hervorzunehmen, weil ich bombardiere dich mit hebräischen Wörtern aus der Bibel und was die Begründung und Erklärung von diesen Wörtern ist. Weil es hat mich so fasziniert, dass ich gemerkt habe, in der Bibel gibt es so viele Nuancen von Worship. Wir im Deutschen übersetzen diese Wörter meistens mit ich preise dich, Herr. Im Englischen werden diese Wörter meistens mit We worship you, God, Almighty God übersetzt. Aber wenn wir in die Bibel gehen, ins Hebräische, dann sehen wir so viele reichhaltige Wörter, was Worship alles aussagt. Und ich für mich persönlich, also das ist jetzt nicht ein theologisches Konzept, aber ich für mich persönlich habe diese Wörter in 2 Hauptkategorien eingeteilt. Die erste Kategorie geht um unsere Haltung, unsere Körperhaltung, die eine Haltung der Ehrerbietung, der Anbetung zeigt, das Knien vor unserem Gott. Und die zweite Hauptkategorie geht um eine Handlung von Gehorsam und von Nachfolge. Und das erste Wort, das ich mitbringe, heißt Halal. Halal ist hebräisch und bedeutet so viel wie, ich gehe crazy für meinen Gott, ich schreie ihm zu, ich juble, ich veranstalte eine Show, ich prahle, ich führe mich auf wie eine Verrückte, um meinen Gott zu feiern. Und wo wir dieses Wort zum Beispiel finden, ist im 2. Samuel 22, Vers 4. Als Gott David aus der Hand seiner Feinde erlöst hat und aus der Hand von Saul, schreibt er in einem Dankeslied. Gepriesen seist du, Herr. Hier könnte jetzt dieses Halal stehen. Hier könnte stehen, gepriesen seist du, Herr. Ich rufe dir zu. Ich mache mich zum Deppen, weil ich bete nur dich an und ich feuere dich an. Halal. Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann werde ich von meinen Feinden gerettet. Wow, was für ein krasses Wort. Halal. Und die Kombination von Halal und Jahwe bedeutet auch Halleluja. Und das ist ein Wort, das wir im Kirchenkontext ganz oft hören. Also Halal heißt eigentlich, ich gehe crazy, ich juble meinem Gott zu, ich juble Jahwe zu. Das ist ein Name für Gott. Das zweite Wort, das ich euch mitgebracht habe, heißt Baruch. Baruch. Sagt mal alle, Baruch. Auch in der Loft und im Städtbacher zu Hause, sprich es aus. Baruch. Baruch. Ich kann das mit meinem Dialekt, kann ich das ziemlich gut aussprechen. Baruch. Dave, du mal bitte schön. Baruch. Baruch. Ja, nah dran, nah dran. Baruch. Und das heißt so viel wie segnen. Also ich segne Gott. Und das Krasse ist, dass das Wort Baruch auch gebraucht wird von einer Segnung von Gott zu uns Menschen. Das ist so krass, weil das offenbart das Wesen von Gott. Er wünscht sich, dass er dir so nahe sein kann, dass er dich segnen kann. Und es kann auch in Verbindung gebracht werden mit sich niederknien. Und eine Bibelstelle, die wir finden, ist im Psalm 18, Vers 47. Dort heißt es, der Herr lebt, er ist mein schützender Fels. Ich preise ihn, Baruch. Das heißt, wir könnten das auch übersetzen mit, ich segne dich, Gott. Ihn allein will ich rühmen, denn er ist mein Gott und mein Retter. Dann gibt es noch das Wort Tehillah. Das klingt schon ganz schön. Tehillah. Und dieses Wort wird im Englischen meistens mit giving praises, giving glory to God übersetzt. Und das ist auch ein Wort von Worship, das in direktem Zusammenhang verbunden wird mit Musik und mit Singen, weil dieses Wort beinhaltet, dass wir gemeinsam eine Hymne anstimmen, ein Lobeslied.
Und eine Bibelstelle, in der wir Tehillah finden, ist in 2. Mose 15, Vers 11. Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder so wie du? Also man könnte das auch setzen mit, wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Tehillah, lasst uns gemeinsam einen Song anstimmen, eine Hymne unserem Gott entgegensingen. Und das 4. Wort, das ich euch mitgebracht habe für eine Körperhaltung, ist das Wort Yada. Und Yada beinhaltet unter anderem, dass ich meine Hände meinem Gott entgegenstrecke. Ich bete ihn an mit ausgestreckten Händen. Und dieses Wort finden wir zum Beispiel in der Bibel bei Lea. Es gab einen Mann, der hieß Jakob und der hatte 2 Frauen, das war Rahel und Lea. Und Rahel war die Schöne, die Geliebte von Jakob. Und Lea war die Frau, die einfach noch da war. Und sie litt unter dem. Und sie wusste, etwas, das ihr Ehre und Anerkennung bringen würde, ist, wenn sie ein Kind gebären würde. Und sie hat dann einen Sohn bekommen und hat dann Gott gepriesen und gelobt und hat gesagt, ich will dich preisen. Ja, da, das könnten wir mit dem Wort ja da. Ich will dich preisen, Herr. Ich strecke meine Hände zu dir aus und ich bete dich an. Also das, was wir hier im Worship machen, das ist etwas Biblisches. Wir strecken unsere Hände zu Gott aus. Und ich persönlich liebe das, weil es zeigt meiner Seele und meinem Herz und meinem Geist, dass jemand größer ist, dass ich anerkenne, dass da ein Gott ist, der Gott ist und ich es nicht bin. Wenn wir in die 2. Hauptkategorie gehen, dann gibt es da ein Wort, das heißt Schachach. 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 Sag nochmal alle, Schachach. Schachach. Ja, das klingt irgendwie furchteinflößend, wenn ich das so höre von euch. Schachach finden wir im Zusammenhang mit Abraham zum Beispiel. Abraham war ein Mann, der sich jahrelang Kinder wünschte und im hohen Alter, als er eigentlich gar keine Kinder mehr bekommen hätte können, hat Gott ihm einen Sohn geschenkt. Als er dann Isaac geboren hat, also nein, falsch, nicht er hat Isaac geboren, sondern Sarah, seine Frau, das wären wir noch. Ich schreibe da mal die Bibel um. Also Sarah, seine Frau, hat einen Sohn geboren und dann hat Gott ihm gesagt, hey, bring mir deinen Sohn Isaac als ein lebendiges Opfer. Und am nächsten Tag ist Abraham losgezogen, hat einen Esel mitgenommen, seine 2 Knechte und ist die Gegend von Moria gegangen. Und dort lesen wir in der Bibel im 1. Mose 22, Vers 5. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Dieses Wort Schachach heißt, dass ich mich niederbeuge, dass ich mich ganz hingebe. Es wird in Zusammenhang mit einem Königreich und mit einem Gott gesehen. Und das Krasse ist, dass diese Form vom Worship hat nichts damit zu tun, dass die da fröhlich in die Gegend von Moria gelaufen sind und ein bisschen Lieder mit der Gitarre gesungen haben, sondern es war eine körperliche Handlung. Es kostete Abraham alles, dass er wusste, ich muss jetzt meinen Sohn opfern. Er hat das dann, by the way, kleine Side Note, nicht machen müssen. Aber die Haltung war hier, hey, körperliche Auswirkungen. Ich bringe Gott ein Opfer und das ist meine Anbetung. Und schau, ich glaube, in der heutigen Zeit wollen wir die Benefits von Gottes Reich, aber nicht mehr Opfer und Gehorsam. Wir wollen Wunder sehen, wir wollen prophetische Worte hören, wir wollen Revival, wir wollen the best is yet to come. Und glaubt mir, ich bin die Erste, die sagt, ich bin all in für das. Aber lasst uns gemeinsam, genauso wie wir all in sind für all die Benefits von Gottes Reich, auch so all in sein für Gehorsam, für Opfer. Weil Gehorsam und Opfer ist nicht zeitgemäß, aber es ist biblisch. Und das letzte Wort, das ich euch mitgebracht habe, das eine Handlung ausdrückt, ist das Wort Abbat. Wir lesen von
Beginn der Bibel das Wort Abad und das heißt ganz einfach körperlich dienen und arbeiten. Also das hat nichts mit Singen zu tun und ich fühle mich gut und sie spielen meinen Lieblingssong, also strecke ich meine Hände empor, sondern das hat mit Dienen zu tun. Und wir lesen davon, als Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Im 2. Mose 3, Vers 12 lesen wir, Gott antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Und das ist so krass, weil es gibt Bibelübersetzungen, die sagen hier nur, dass ihr mich anbetet. Es gibt Bibelübersetzungen, die sagen, dass ihr mir dient. Und Gott wollte das Volk Israel nicht aus der Sklavenschaft herausführen in die Wüste, dass sie dort ein bisschen Party machen können und Gott anbeten, sondern er wollte sie als das eigene Volk haben, als ein Volk, das ihn anbetet und ihm dient. Und wir lesen auch in der Bibel, dass unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und dass Gott sich wünscht, dass wir unser Leben als lebendiges Opfer, als Abbat in dieser dienenden Haltung leben. Und zu wem könnten wir besser hinschauen als zu unserem Jesus, den wir heute feiern in diesen Ostertagen, weil er hat uns vorgelebt, wie es aussieht, sein Leben zu leben als ein lebendiges Opfer. Ja, es ist der erste Karfreitag. Und Jesus hat mit seinen Jüngern zu Abend gegessen und dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn und dort angekommen sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen und kniete nieder und betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er nach dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Jesus weckte sie auf und rief, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Okay, was wir hier sehen, ist, glaube ich, Jesus, der wie durch 3 Stadien hindurchgeht, von denen ich lernen kann und die ich auch aus meinem eigenen Leben kenne. Das erste Stadion ist, ich will. Kennst du das? Du hast einen Traum, etwas, das in dein Herz geboren wird, vielleicht von Gott persönlich hörst du etwas oder du merkst, ich bin gut in etwas und Gott unterstützt dich in dem und es geht so richtig los und du sagst, ja, ich bin on board, Gott, ich habe mein Leben ja dir schon lange hingegeben, es kann losgehen. Und dann geht es auch los und ich kann mich gut erinnern, mein Traum war so, ich will Musik machen, ich will von dem leben können und ich will Kirche bauen, ich will diesem Jesus mich völlig ausliefern und ich bekam da den Vorschlag von Andy Struppler damals, der das Youth Planet, die Jugendarbeit im ICF Zürich gegründet hat und gesagt hat, hey, komm und bau mit den Worship auf. Ich habe gesagt, sofort bin ich dabei, habe euch ein Bild mitgenommen, war noch ein bisschen jünger und wir haben begonnen, das zu machen. Das war mein Traum. Wir haben investiert und wir haben Nacht für Nacht, oder besser gesagt Woche für Woche in diesem engen Office, der Joel kennt das noch, gebetet, geworshipped und Schweiß vergossen und haben da richtig gute Zeiten gehabt. Und da war was los, da kamen hunderte Leute zusammen, wir mussten 2 Gottesdienste machen und bis heute ist die Frucht von dem sichtbar. Ich
Oder zum Beispiel Reto Kaltbrunner, der da ausgesendet wurde und das ICF St. Gallen gegründet hat. Und später kam da René Schubert dazu zum ICF St. Gallen und hat wiederum ICF Vorarlberg und ICF Wien gegründet und noch andere Churches. Also es ist Kirchengeschichte geschehen, wo dort angefangen hat. Und ich finde das richtig krass. Ich will, habe ich zu Gott gesagt. Und dann kommt das Nächste, oder? Jesus hat gesagt, hat den Jungs da eine Vision gegeben, hat gesagt, wir gehen in den Garten. Da waren wir schon ein paar Mal, haben viel diskutiert, gebetet zusammen. Jetzt gehen wir wieder in den Garten. Und die Vision ist, Jungs, betet. Lass uns miteinander beten, dass diese Nacht, die grausam wird, das wusste er innerlich irgendwie. Aber helft mir dabei, das zu überstehen. Okay? Und dann kam das nächste Stadion. Das heißt, ich will nicht. Kennst du das? Also ich kenne das. Ich kenne diese Abende, wenn du nach Hause gehst, du liegst in deinem Bett oder bei mir war es oft im Auto, du fährst irgendwo nach Hause, du hast dich abgerackert und du siehst nichts. Ich kann mich erinnern, im Youth Planet, da waren wir mal so enttäuscht, nachdem wir eine Worship Night hatten oder irgendein Event und wir haben gebetet für 50 Taufen. Und das geschah nicht. Und ich war am Boden deprimiert, weil ich dachte, Gott, wo bist du? Du hast doch Erweckung versprochen. Warum bist du jetzt nicht hier und hast das geschenkt? Ich habe damit gerechnet, ich schreibe den Sommerhit 2000. Ja, war aber nicht so. Und auf jeden Fall, aber ich einfach, da kam plötzlich, geht nicht mehr alles so im Leben, wie du denkst. Und bei Jesus war es genau gleich. Und zwar ein bisschen mehr als nur, oh, meine Träume wurden zurückgestellt. Es steht Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Wow. Also du willst mir sagen, wer ist es? Der Markus, du willst mir sagen, der Sohn von Gott wurde überfallen. Das klingt für mich schon wie ein Dämon, da kommt. Ich glaube nicht, dass Jesus von einem Dämon besessen war, aber Angst und Traurigkeit überfielen Jesus. Das ist doch sehr menschlich. Wie kann das sein, dass der Messias Angst und Traurigkeit aushalten muss? Und ich merke, das war für mich lange Zeit, ja, ich glaube über 10 Jahre lang ein Problem, Angst und Traurigkeit und all die bösen und komischen Gefühle auszuhalten, weil ich dachte, das gehört einfach nicht in ein gesundes Christsein. Wenn du gesunder Christ bist, dann hast du immer den Frieden in dir. Es ist immer alles gut. Aber Jesus war das Lamm Gottes, der vollkommene, und hatte Angst und tiefe Traurigkeit. Und vielleicht ist das, was du hören musst heute. Gott ist Gott genug, um dich zu erlösen, und er ist Mensch genug, um von Angst und tiefer Traurigkeit überkommen zu werden. Und dann passiert etwas Krasses. Zuerst möchte ich noch ein Bild zeigen. Ich habe ein Bild mitgebracht von unserem Team, von unserem ersten Worship Core Team. Ja, genau, ich habe noch geheiratet, das war auch mega schön, das wollte ich auch noch zeigen. Yes, sehr jung, da komme ich nachher drauf zurück. Das war super. Meine Frau schaut zu, Tanja, ich liebe dich. Und dann kommt das nächste Bild, das war unser Core-Team mit Joel, der war dabei und ist heute nicht mehr dabei. Der Simon war dabei, ist heute auch nicht mehr dabei. Das andere Bild noch. Und Deborah war auch dabei, die ist auch nicht mehr dabei. Also mein Team ist ein völlig anderes. Die Leute, die mit mir mitgefeiert haben, haben mich entweder verlassen, böse gesagt, no offense, Joel, oder Deborah ist gestorben vor 2 Jahren, hat eine tiefe Lücke hinterlassen in unserem Team. Und diese Schicksalsschläge, die passieren dann und dann hinterfragst du dich, oder ich habe auch schon hier erzählt im 20s von unserer Ehe und den gesundheitlichen Struggles, die wir durchmachen, die meine Frau Tanja durchmacht. Und das betrifft unsere Ehe, unsere Familie sehr direkt und sehr praktisch. Es ist nicht so geistlich, sondern es ist sehr praktisch. Was machen wir am Wochenende? Ja, Schatz, was kannst du machen? Ja, gar nichts. Ich kann 10 Minuten laufen. Okay. Restaurants haben zu. Was machen wir? Ja, ich weiß auch nicht. Wir könnten einen Jas klopfen. Oder? Versteht ihr mich? Es ist dann sehr praktisch, diese Angst und tiefe Traurigkeit. Und dann passiert etwas Krasses. Der 3. Punkt. Jesus kommt zu dem Punkt, wo er sagt, okay, Gott, nicht was ich will oder was ich nicht will, sondern was du willst. Und wir lesen
Er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete sich nieder und betete: Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Scheißkelch des Leidens an mir vorübergehen. Und dann habe ich das Gefühl, Jesus hat gewartet auf die Antworten. Die kamen nicht. Kennst du das? Du sagst was zu Gott, du bestellst was und es kommt keine Antwort. Und dann sagt er, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und wenn wir von Worship sprechen, dann sprechen wir meistens von diesem Moment. Der letzte Satz, da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Richtig? Auch ich als Worship-Leiter, meine Art zu definieren und zu messen, wie gut die Worship-Zeit war, ist für mich selbst, wie berührt ich selber bin. Und mein emotioneller Level, wenn eine Träne runterkam, dann war es richtig tief und gut. Und wenn die Leute richtig fest mitgemacht haben, dann war es auch richtig gut. Und sonst beginnst du dich so zu hinterfragen und weiß ich was. Aber da steht gar nichts von Gefühlen. Jesus hat eine Entscheidung getroffen, eine Gehorsamsentscheidung, wie in dieser zweiten Kategorie eben beschrieben wurde. Es war nicht eine Körperhaltung, sondern es war eine Handlung. Gott hat sich entschieden, gehorsam zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Generation, die wird immer genannt, oder eure, ich glaube, ich muss schon von einer anderen Generation sprechen, weil ich bin schon fast 40. Und wird oft gesprochen von der Generation Worship und von der Soaking Generation. Wir lieben es, im Frieden Gottes zu soaken und diese Worship aufzusaugen. Auch nicht unbedingt so laut, oder? Es gibt ganz neue Strömungen von Leuten, die sagen, stundenlang einfach sich baden in dieser Worship. Und hier lese ich auch vom ersten Soaker, war Jesus. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Er hat gesaugt in seinem eigenen Schweiß und Blut. Das war nicht passiv. Der Engel kam, aber der kam erst, nachdem Jesus eine Entscheidung getroffen hat, die bedeutete, ich gebe mein Leben hin. Und wir leben in einer humanistischen Gesellschaft, da hat Tamara vorher kurz schon angesprochen, wir sind uns nicht mehr gewöhnt zu leiden. Wir wollen die Wunder ohne die Opfer, ich auch, eben wie es Tamara gesagt hat. Und dann hörst du diese Sätze mega oft, wenn es für dich stimmt, dann ist es doch gut. Solange du niemanden verletzt, ist doch alles gut. Du kannst sein, das ist mein Lieblingssatz. Ich habe ja 2 Kinder. Du kannst alles sein, was du willst. So eine Scheiße. Es tut mir leid, es stimmt nicht. Ich bin jetzt eben dann schon bald 40 und ich habe ziemlich versucht zu sein, was ich will. Und es ging nicht, by the way, eben, ich wollte nie Worship-Leiter werden. Das war für mich am Anfang mehr ein Sprungbrett, weil ich wollte ein Popmusiker werden. Aber irgendwie hat Gott mich nie vom Sprungbrett weggenommen. Ich klebe da. Das ist meine Gehorsamsentscheidung. Ich habe gesagt, okay Gott, wenn du willst, dass ich Bodymeister werde und das Sprungbrett hüte, dann ist das der beste Ort, wo ich bin, weil dort, wo Gott ist, ist der beste Ort. Amen? Seid ihr noch da? Come on. Auch in der Kirchenkultur, und jetzt wird es ein bisschen heikel, ich will niemandem zu fest auf die Füße treten, aber ich höre das immer wieder, auch als Leiter. Im Moment geht es gerade nicht, ich habe so viel um die Ohren. Oder es ist mir einfach zu viel, nimm es nicht zu streng. Gott, oder auch so ein Satz, der Heilige Geist überfordert dich nie. Ja, theologisch stimmt es, aber praktisch nicht. Tut mir leid, es stimmt einfach nicht. Du kannst theologisch zurückschauen am Schluss vom Leben und sagen, Gott war gut. Kannst du machen. Aber das Problem, meine lieben Damen und Herren, ist doch, dass wir nur vorausleben können. Du kannst eine Season backwards beurteilen, nachdem du sie durchlebt hast. Aber du kannst dein Leben nur vorwärts leben. Und jetzt sind wir beim zweiten Dingsbums. Wir können fast keine Entscheidungen mehr treffen, richtig? Weil wir wollen uns alle Türchen offen halten. Und du weißt nichts, wenn du heiratest. Ich habe das Bild gezeigt und meine Frau war damals 19 Jahre, ich 21, jung und dumm. Aber zum Glück, weil sonst hätten wir vielleicht nicht geheiratet. Weil 3 Monate später wurde sie krank.
Und wenn du dein Eheversprechen gibst, weißt du nicht, wenn du versprichst, in guten wie in schlechten Tagen, weißt du nicht, von welchen du mehr erhältst. Du triffst die Entscheidung, bevor du das weißt. Gott gibt dir keine Garantie, dass es dir gut geht. Er gibt dir eine Garantie, dass er dich nie verlässt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, da von The Passion, ein Meme. Das liebe ich, weil es beschreibt so ein bisschen, wie ich mich oft fühle, wenn ich zu Gott gehe und mein Herz ausschütte. The moments when you try to explain to Jesus how hard your life has been lately. Und versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, dass wir uns geißeln müssen und Hauptsache leiden. Überhaupt nicht, weil Jesus hat gelitten und du wirst nie dieses Maß an Agony durchleben, das er durchgemacht hat. Aber die Bibel ist klar, dass Hingabe und ein hingegebenes Leben die Art von Worship und Anbetung ist, die er sich wünscht. Gehorsam sagt schon im Alten Testament, als die ganzen Begriffe auch herkommen, Gehorsam ist Gott lieber als Opfer. Und ich möchte euch am Schluss, die Band kann gern schon raufkommen und wir werden bald in eine Worship-Zeit gehen, wo du das alles vor Gott hinbringen kannst und überlegen kannst, was hat das mit meinem Leben zu tun. Und ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen von Paulo Coelho aus dem Buch Krieger des Lichts. Und es geht nicht so sehr darum, ob das jetzt mega grässlich ist oder nicht. Aber Gott hat extrem zu mir gesprochen durch das und ich bete auch zu dir. Ich wünsche mir, dass wir Menschen werden, die entschieden leben können. Die sagen können, Gott, du kannst alles von mir haben. Das sind diese gefährlichen Gebete und ich bitte dich, bete diese Gebete. Und sei froh, dass Gott dir nicht zeigt, was alles vor dir liegt, an Segen und an Schmerz, weil du würdest davonlaufen. Jesus kannte das. Und ich glaube, darum hat er so eindringlich mit Gott gebetet. Ich bin froh, weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Ich bin froh, kenne ich den, der mit mir geht. Und mein Gebet ist in letzter Zeit, Jesus, solange du bei mir bist, kann ich alles durchstehen. Solange du bei mir bist und nicht weggehst, kann ich alles durchstehen. Bleibe ich dir treu, laufe ich nicht weg. Ein Krieger des Lichts fällt Entscheidungen. Seine Seele ist frei wie die Wolken am Himmel, aber er ist seinem Traum verpflichtet. Auf seinem frei gewählten Weg muss er zu Unzeiten aufwachen, die ihm nicht gefallen, mit Menschen reden, die ihn nicht weiterbringen und auf einiges verzichten. Seine Freunde meinen, du opferst dich umsonst auf, du bist nicht frei. Kennst du das? In deiner Uni? Du bist nicht frei. Hör auf dein Herz. Es reicht, du musst es nicht alles so streng sehen mit diesem Gott. Der Krieger des Lichts ist frei, aber er weiß, dass ein offener Ofen kein Brot backt. Und ich lade dich ein, dass du die Augen schließt, wenn du hier im Raum bist oder auch zu Hause, einfach kurz diesem Jesus ein bisschen Raum gibst. Wenn er dein Herz jetzt bewegt, was für eine Entscheidung auch immer ansteht bei dir. Ich möchte beten für diese Personen, die das erste Mal sich jetzt entscheiden möchten, überhaupt diesem Jesus nachzufolgen. Vielleicht hast du in diesen Stream reingezappt und da denkst so, wo bin ich hier gelandet? Es ist Karfreitag. Und die Message von Karfreitag ist, Jesus liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben und auferstanden ist und alles wegnimmt, das dich von einem Leben mit Gott trennt. Und wenn du diesem Jesus nachfolgen möchtest und ihm anbeten möchtest, wie er es sich wünscht, nämlich mit dem, dass du ihm dein Leben zurückgibst, dann kannst du mit mir beten jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich spüre, wie du an mein Herz klopfst. Ich gebe dir jetzt mein Leben hin. Die schönen Seiten, die grausigen Seiten,
alle Geheimnisse, alle Wunden, alle Krankheit, alle Schmerzen. Und ich bitte dich, dass du mich nimmst, wie ich bin, weil ich will dir mein Leben zurückgeben und dir nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Sei du mein König, sei du mein Vater, ich gehöre dir. Amen. Und wenn du eine andere Entscheidung fällen musst und du spürst, dass Gott dich herausfordert, oder vielleicht nerv ich dich auch, ist kein Problem. Ich bin nicht abhängig von deiner Befürwortung. Lass uns zusammen in eine Worship-Zeit gehen, wo wir einfach auf den Heiligen Geist hören, was er von uns will. Weil wenn du und ich uns gebrauchen lassen von diesem Vater im Himmel, stell dir vor, was wir auf dieser Welt anrichten können. Amen. Komm, wir stehen auf hier im Saal, in der Luft, überall, wo ihr seid. Wenn du zu Hause bist, was immer du machen willst, um Ausdruck zu geben, auch diese Haltungen, die wir angeschaut haben. Zücke das ganze Repertoire und komme vor deinen Gott.